bekend weer. Mijn bruiden, die weer al, veel van mijn bruiden weer al een betere streek. Die weer bevrijd, die weer bij mij, die weer hadden te doen met de kerk en schaffen in de kerk. En ik weer lang alleen en weer nog op parties. Maar ik dacht dan al dat God would me een dag zeggen kan brengen. En het is ook interessant, wo een zender, wat du een ganzen zin leven dat zoveel kon van zich denken. Maar op dat stuk ik weer zeer zoals Petrus. We kunnen besonders denken, ik weer eenmaal bij een party en daar door zuipen en dan zal je het met een bij in de hand, dan vertel ik van mijn bruiden. En dat die willen bald een concert hebben, die dan gospelmuziek spelen, die willen een concert hebben en die mensen toedoen, die willen zijn half worden. En ik kan niet denken dat we wat er lachen, dat we hier, ik zat op mijn motorcycle met een bij in de hand en die mensen toedoen, die willen zijn met gospel meetings voor of whatever. En dan een vroeg me dan voets naar what about you? Bist du een christ? En ik zei dan nee. Ik ben niet een christ, maar een dag wil ik zijn. En wanneer ik eerst mijn leven ändern doe, ik wil een deel van mijn vrienden metnemen. En zo proef ik met wie ik weer. Ik dacht zo nu zijn ik de leider. Ik leidde al in de parties op een dag waar ik de onrust leiden. Ik zeg me aber als bekeerd, God had mij niet gebruikt om een van mijn vrienden naar hem te brengen. En ik weet correct waarom. Dat is wat God is. Vele van mijn oude vrienden, die zijn geloven, maar die moeten het alle vinden in anderen weg. En God heeft mij daarmee door en mij wezen, nee, wel aan het wezen, dat hij is wat eraan deed. Du hast niet einer van ons wat du te brücken is. Wenn wir sparen sind, zoals Carlos zei, dan wil God ons brückbaar merken. Aber doch, maar in ons christelijk leven zo verken, wenn wir wirklich Gott sein Wort ankijken dan, wirklich Gott sein dan, für wer hij is. Hij demütigt ons immer weiter und wijst ons dat, no, met die is het niet. Aber wir können het opschaffen. Und das ist ein Ding, was wir müssen immer weiter denken. Es war nicht Gott, dann hat das nicht. Wenn Gott uns sehen das, und Gott uns lehren das, Gott uns wiesen das, wenn wir irgendwas zu sein gekriegt in Gott sein Wort und wir glauben, wir stehen ab Wort, danach einmal weiter denken, Dankeschön Gott, dass du mir hast die Übung gemerkt, Dankeschön Gott, dass ich das kann sein. Wenn wir sagen, wo andere sind verdreht, das ist nicht mal recht, dass wir können sagen, dass hey, Jana sind verbiestert. Du sind so eine, wo du nicht mehr an Gott sein Wort vertrauen, du sind so eine, wo du richtig lässt, das war das nicht, dass wir können sagen. Aber dann muss immer weiter daran denken, dass ich kann nicht sagen, wenn Gott mir das gewesen hat. Und ich war im Licht bleiben, solange ich vertraue an Gott. So schön ist ich glaube, ich bin im Licht, wenn ich sein klug, ich bin im Licht, wenn ich sein irgendwas, dann haben wir das verspielt. So ich will wieder gehen und was ich Wesen nach verbracht. Glauben, ein Geschenk von Gott. So wir uns glauben, kann uns nicht nur Beruf tun, dass wir glauben haben. Gott selbst als der, auf Englisch sagt er, the author and the finisher of the faith, ist der Autor, der hat das geschrieben. Gott als der Anfang von uns glauben. Gott als der wird uns hat das Glauben gewesen und der wird uns in das Glauben hält. War Epheser 2, Vers 8. Wer es uit der Gnade sei gerat durch Glauben und dort nicht uitjünt. Dort ist ein Geschenk von Gott. So das Glauben ist nicht etwas, was wir sehen dann in uns, was wir abbieten dann, was wir uns selbst deutlich merken. Ich will glauben, mein Glauben wird vollsam. Das Glauben, das ist ein Geschenk von Gott. Und das kommt, wenn wir Gott kennenlernen, dann, wenn wir wirklich Gott kennenlernen von seinem Wort, dann können wir nicht halten, über den Glauben. Das geht nicht anders. Wenn du wirklich ein offenes Hart hast und Gott sieht das und Gott kann lernen das, du kannst bei dir, wo Petrus kriegt bei dir kommen, wo er sagt, wo wir das hängen. Du bist
der Leben gestein. Du bist der, was du dort ewig Leben bringt. Und so, Vers 9 sagt nicht utwaken, und dort sich keiner riemen macht. Und war ein paar Versen frisch lesen, was wir letztes hatten. Und 2. Petrus 1, Vers 19, hier ist Petrus al bekehrt und fällt mit den Heiligen Geist und weiß auch ganz klar, auf wo er steht. Und Carlos, der brachte die Geschichte weiter aus, wo Petrus und Johannes und Jakobus so in een boy wären. Und dann sagt Petrus, hey, wir hier mal selbst merken ein für Jesus, ein für Moses, ein für Elia. Und dann sagt Gott, Petrus sagt, zittert, wo du dacht, dann kommt eine Stimme vom Himmel und sagt, das ist mein Sehen, hier hört ihr Arm. Das ist mein Sehen, im Wohnung wohlgefallen sein, ich bin zufrieden mit meinem Sehen, mit wo ich gelebt habe. Und so, Gott will bracht das sehr klar aus, dass Jesus, Moses und Elia sind nicht. Jesus, Moses und Elia, das lohnt sich nicht mehr von dir zu vertrauen. Jesus ist der Sehen Gottes. Und dann in 2. Petrus 1, Vers 19, dann sagt Jesus, Petrus, das kriegt das Zeugnis vertalt. Da vertalt von, wie wir uns säuen, wie haben das gesehen, wie sagen Jesus durch, wo die Dachen bleiben. Aber wir haben ein nach sacred prophetisches Wort, dort die Gott tun, nur zu rechten. So war ich will bloß mit rüberbringen, dort Petrus bringt das rüt in das Brief, dort das sacred prophetische Wort, dort ist Gott sein Wort. Kriegen dort, wovon ein Wunder, wie ihr sein kann, wo du geworden hast. Man hat die Wunder, was Jesus tat. Jesus tat die Wunder, dort die Menschen können sagen, dass wir prophezeit, dass die wird kommen, diese Wunder tun, und die haben das nicht getan. Die erfüllt alles, was geschrieben wird von ihm, dass die können glauben an Jesus, dass er der Messias wird. Aber einmal war wir in der Sonne, wo du wir in der Sonne, wo die Wunder sagen, und dann das wirklich glauben, das ist das, wo wir lernen. Und dann haben wir wirklich Vertrauen, und das ist der Messias, den wir hingeran kriegen und Wort. Dann wir eine andere, wo du sehr neugierig werden, wo du sehr gleichen, dass die Wunder sagen, und die gingen auch hingeran. Aber bloß wegen der Wunder, wegen der Fasten und Brot. Und so die Wunder, die wir nicht dort am wiesen, hey, guck, was ich alles tun kann. Die wir erstens dort am wiesen, ich sein, von Jesus will wiesen, dass er wieder von was der prophezeit wird. Die Glaubensgeschenk kommt durch von Gott hören und Gott kennenlernen. So von Gott hören und Gott kennenlernen. Weil wir in Römer 3, Römer Kapitel 10, Vers 1. Römer Kapitel 10, Vers 1 sagt, Brüder, mein Herzenswunsch und mein Gebet zu Gott für Israel ist, dort sei gerat worden. So Paulus, der will einwohl, hat sich von Israel gedreht und den seine Arbeit, Predigerarbeit, wir wirklich und in seine Mission, wir für die Heiden. Die Heiden sollen durch Paulus glauben. Und die da doch, wo einmal die gelernt hat, predigt er zu den Heiden, aber jedes Mal, dass er gelernt hat, zu den Juden auch. Da werden dann seine Brüder im Fleisch, da werden dann seine Brüder im Blut, und dann sind Gebet zu Gott für Israel, als dort sei gerat worden. Wird auch geben, das Zeugnis, dass sei einen Iver für Gott haben, aber nicht nur Erkenntnis nur. So Paulus weiß, dass diese meine Brüder, diese Israeliten, diese Juden, das sind Gott sein Volk, Gott sein gewähltes Volk, die haben einen Iver für Gott. Die haben einen Iver für Gott zu leben, die posten ab, was die tun, die posten ab, die Boten zu holen, aber das Iver, was die für Gott haben, ist aber nicht nur Erkenntnis nur. So, die fehlt nach der Erkenntnis, die fehlt nach der zu weiten, dass Jesus ist die Erfahrung von der Gesetz. Jesus ist den, was wir in der Lehre tun. Vers 3. Wer sei Gott seine Gerechtigkeit nicht erkennen und ihnen Gerechtigkeit siegen abzurechten.
So der kann nicht Gott seine Gerechtigkeit, Jesus als Gott seine Gerechtigkeit im Fleisch. Du kannst sagen, wo wirklich, was der Gesetz verlangt, dort können wir in Jesus sein, in dem sie leben. Er erfüllt das Gesetz, er lebt das Gesetz nu und wird sein Gott seine Gerechtigkeit nicht erkennen und ihnen Gerechtigkeit siegen abzurechten. Dort ist der Sinn, was mit ganzer Menschheit geprägt ist. Alle von uns, was als wir bekehrt werden, kriegen ein Wort von Sinn, wie wir, und es wie der schlechte Sinn der wir oder der beste, wir haben immer ans ihnen Gerechtigkeit. Das ist ein zum Moment nicht zu glauben, aber die Kurs in das schlechteste Gefängnis nehmen und mit Menschen reden, was du gemordet hast, und doch, wenn die sich utreden, und Wort von Ferne, ja, ich habe Menschen dort gemerkt, aber ich habe immer prüft meine Mama zu haben mit Geld. Oder die wollen immer irgendwas noch finden, wo die doch besser sein als der Nächste. Ja, ich habe irgendwem dort gemerkt, aber ich habe keinmal ein Kind missbraucht. Oder was immer. Menschen kriegen dann Wert sein, die finden immer wahre Gerechtigkeit. Und das geht auch zu dem, was du besser leben. Wir weiten den Sinn, dass lange nicht alle überein. Du sind einzige, was du viel besser leben, aber doch sind im Sinn. Und das ist neidig, dass wir alle dort können sein, dort Gott seine Gerechtigkeit als die einzige Gerechtigkeit, wo du liegt, und all das andere, wie alle sein Karte kommen. Und so willst du Gott seine Gerechtigkeit nicht erkennen, die kann nicht sein, wo weit auf die sind von Gott. Ein Weg, wo ich dort einmal gleich über zu denken, so sage ich, unsere Sinn ist nicht überein. Du hast einen Sinn, wo du viel schwincher sein als andere. Du hast einen Sinn, wo du viel euer als andere. Von der Tag, meiste von den Progressive Kirchen, die reden so von Sinn, das Sinn. Alle Sinn ist überein. Das ist gleich so. Das ist gleich so. Wenn wir irgendwem gehorcht haben in uns Wort, Jesus sagt dann, wir sind dann schuldig, für das, wenn wir den haben durchgemerkt. Aber wir haben den nicht durchgemerkt. Du hast noch eine eure Sinn, ist bloß ans eure. Und wir können das korrekt sagen, in der Schrift, da redet von Struf. Und der Struf ist nicht alle überein. Jesus sagte, diese Stotten, wo du wären, zu der Zeit, wo wir, der sagte, mir von da wird euer Sinn verjüngt. Und Gerichtstag ist für Sodom und Gomorra. Und Sodom und Gomorra hatten Säue gesündigt. Und der Gerichtstag wird sehr schlecht sein. Aber Jesus sagte, wird euer Sinn für uns verjüngt. So das ist wichtig, dass wir können sein, dort kriegen wir, wenn die Flur die erste sind ist, und die Baste sind, die lebt vielleicht hier, aber so wie oft ist das schon von Gott, so unterschiedlich als die Baste sind von Gott noch. Dann lohnt sich doch nicht zu reden, dass, hey, ja, vielleicht fehlt mir die Bekehrung, aber nicht so neidig ist Jana. Wir sind alle so wie auch von Gott, dort uns fehlt alle den sind Gerechtigkeit. Den sind Gerechtigkeit als das einzige Ding, wo du jährlich ist. So die Siegen ihnen Gerechtigkeit abzurechten, haben sie sich nicht Gott seine Gerechtigkeit untergestellt. So wenn wir erst können sagen, dass Gott seine Gerechtigkeit als die einzige Gerechtigkeit, wo du halt. Das ist die einzige Gerechtigkeit, wo du jährlich ist für Gott. Jesus sein Leben wird das einzige Leben, wo Gott wirklich, der Gesetz wirklich ganz zufriedenstellt. Und so, entweder wir tun uns unter dort Gerechtigkeit unterstellen, wir tragen Jesus seine Gerechtigkeit an, oder wir sind wieder von Gott. Vers 4. Wird Christus als dort eng von dort Gesetz verjähren, da du glaubst, zu der Gerechtigkeit. Christus ist dort eng von dem Gesetz. Christus ist da, wo der Gesetz erfüllt wird, weil wir in Matthäus 3, Matthäus Kapitel 4, Vers 17, denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten abzulesen. Jesus sagte so wie, denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten abzulesen. Ich sei nicht gekommen, abzulesen, aber zu erfüllen. Du wirst zwei Dinge, was Jesus erfahren in seinem Leben, dort als er lebt, so ist das Gesetz verlangt. Er kennt das Gesetz ganz neu.
Aber dort wir ein, und dann ohne wir die Propheten. Hij erfällt, wat het Gesetz verlangt, en hij deed wat de Propheten zeiden hij would doen. So wat wir prophezeit von Jesus, dort, von dem Messias, dort erfällt hij. Wat de Gesetz verlangt, dort erfällt hij. Alles wir erfällt in Jesus, en dat is wo ons hoop niet ligt. Matthäus 7, vers 13. Goed, daar tot enget poort. Wils dat poort als wit en de waag als breit, die door verdorven viert, en vele zijn dort, die door nangoen. Wils dat poort als eng en de waag als smal, die zum leven viert, en dat zijn weinig, die den vingen. Voor mij is het zeer opvallend, wordt Gottes redt van des poort, en dat zijn weinig wat den ving. Wie, ik en mijn broer Hendrik, wie eersten, bij een lied, en Hendrik vangt aan te vertalen van het evangelium. En de omtje die zegt, voedsel, we kennen dat niet weten, en dan den zijn vroeg, die zegt, oh, die komen we even hier, en dat weer een beetje een ander lied. En de vroeg, die zegt dan, ja, we weten, we moeten alle op dem schmalen weg gaan. En dan vang ik een beetje aan te vertalen, en ik zeg daar, dat den schmalen weg, de einzige wat op den schmalen weg ging, weer Jezus. De poort is eng en de weg is smal, die zum leven viert, en dat zijn weinig die den ving. Du zijn keine buiten Jezus wat den gaan. Jezus is de einzige weg wat den schmalen weg ging. Hij ging zoals God dat verlangt. Voor ons einzige hoop is, we ving den poort. We ving den weg. En wat zegt Jezus? Jezus zegt, ik zijn de weg, ik zijn de waarheid, ik zijn het leven. Jezus zegt, ik zijn de der. So de einzige weg naar voren is dat we Jezus vingen. Wenn wir uns noch proben op te buren, of ons groot te doen, of wat immer, dat we op den weg gaan doen, en oder we zeggen, oh, ik proef op den schmalen weg te gaan, we zingen dat eenmaal. En dat is werkelijk, wenn we kijken hoe schmal de weg is, dan waar we aan hebben. We zijn ook echt boven. Jezus is weer de boven. Jezus is weer de einzige, wat op den weg blijft, wat het eng en sterft, onzin en had geen straf. En voor ons is dat nu nog den te vingen. En zo, wenn we Jezus gevangen hebben, dan zijn we, wenn we werkelijk van nieuw geboren zijn, dan zijn we in Jezus Christus getauft. We zijn met hem begroeven, met hem opgestaan. So hij is de der. De einzige weg naar Himmel is, wenn we werkelijk door Jezus gaan. De einzige weg is, wenn we in hem getauft zijn. En wenn we in hem zijn, dat te zijn dat hij, dat zijn körper is de der, en hij merkt de der op. En de einzige weg naar Himmel is door Jezus Christus. So, weinig zijn door wat dort worden ving. Johannes 14, vers 6, Jezus zegt hem, ik zijn de weg en de waarheid en het leven. Keine kan naar voren buiten door mij. So, hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de der, de einzige weg naar voren is door Jezus. So, er zijn zoveel verschillende wegen. Wordt God zijn woord dit beeldhaft proeft ons te wijzen. Dat redt van den zijn gerechtigheid onttrekken. Dat redt van in den nijgetauft zijn. Dat redt van dat hij is de der, hij is de weg. Deze dingen die bedienen alle datzelfde. 3 Römer 10 vers 4. Wils Christus als het eind van het Gesetz. Voor iedereen die door gelooft tot de gerechtigheid. Wils Moses beschrift. De gerechtigheid die door tot Gesetz komt, dat de mens wanneer die dat wordt door leven. So de Gesetz die wir gewählt, die wir gegeven voor leven. Die wordt het Gesetz erfüllt, die wordt niet sterven, die wordt leven. Aber dat is niet door de proefste te erfüllen. Dat is niet door wanneer de Juden meest allemaal die Sabbat houden, of de meeste van de geboten houden, dat is wanneer we hangen de Gesetz ganz erfüllt, dat we voor die leven, die zullen door leven.
Der Gesetz, der wir viel anders ist das Neue Testament Leben, was wir nie haben. Und wir wollen die Bultenbeste wieder nehmen. Wieder lesen, Vers 6. Aber die Gerechtigkeit uit dem Glauben sagt so. So, du zwei verschiedene. Die Gerechtigkeit, die durch das Gesetz kommt, sagt, dass der Mensch, was der tut, der wird leben. Wenn die Gesetzkurs ganz erfahren, du kannst leben, so das Gesetz verlangt, dann kannst du leben. Und die Gesetzen, die sind über 600 Gesetzen abgeschrieben in den Moses-Büchern. Und wenn du nur horchen das und die durchgehen das meist nicht zu glauben, wo viel Details, wo kriegt Gott erstmal alles. Wenn wir reden von den Tabernakel und den Bundeskosten und wo die Priester sollen gekleidet werden, Gott wird so nah mit alles. Und das ist, was der Gesetz ist. Der Gesetz, du hast keine Genug, du hast keine Barmherz, du hast kein Bein. Wir reden von den Gesetzen hier, aber dieser Welt, auf Englisch reden wir von bending the rules a little bit. Die Gesetzen oder Regeln ein bisschen bein, dass die nicht erfällt. Aber Gottes Gesetz ist nicht so. Aber die Gerechtigkeit, so das Gerechtigkeit von Glauben, der ist anders. Es ist die Gerechtigkeit, was ich war, die Menschen angeboten. Die Gerechtigkeit von dem Glauben sagt so: Sei nicht in den Hort, wer will in den Himmel abfahren, dort um Christus rauf zu holen. So, ich glaube, was Paulus hier will ans deutlich merken, ist, du hast einen großen Unterschied zwischen das Neue Testament Gerechtigkeit, was wir gefunden haben, und das Old Testament Gerechtigkeit, was die können nicht, du wirst nicht einer, was tut, wie der Jesus. Aber die Old Testament Gerechtigkeit und der Gesetz, die kannst du bloß die Gesetze aufmerken und die Krack lesen und dann dort seht ihr bloß Krack, wo die küsst und wo die nicht küsst. So viel von ersten Christentum, weil in dem Neuen Testament kriegst du Leben. Ich weiß, unsere Mian, die haben, wir arbeiten auch, wir haben gelernt, gehört mit wir haben was ausländische Mian, was von Schaffenden. Und das ist eine sehr feine Zeit gewesen für unsere Mian, für die Hiebesmian. Aber ein Ding, was ein von diesen Mian früher ist, die fangen an, Frauen, und was muss ich tun, was kann ich tun und was kann ich nicht tun. Oder wo kann ich das Weg anfangen, wo ich besser leben darf. Und dann fragt mich auch, und dann sage ich, well, du meinst das Weg, wo du nicht Christus segnen lässt. Und das kann ich fortführen, der Anstellung wie euch. Der Anstellung wie, wo kann ich nun gleich finden, wo ich kann und nicht kann leben. Und das hat viel weniger mit der Gesetz als Fan, kann man uns wissen, wo sei neidig ans Jesus fehlt. Aber das Neue Testament ist nicht in solch Brei, wo wir gleich lesen können. Du hast, ich will nicht zu viel sagen, du hast ein Doll Instruction Band. Du hast so viel Band, woran sein, wo wir sollen leben. Aber das hat nicht zu tun mit, wenn wir diese Dinge tun, dann sind wir reich mit Gott. Wenn wir die Dinge nicht tun, dann sind wir nicht reich mit Gott. Das ist, was im Alten Testament wir. In dem Alten Testament wir eine Reihe geboten, wo die Menschen sollen kitten. Wenn ich will reich sein mit Gott, wenn ich will Gerechtigkeit haben, dann muss ich das alle nur kommen. Und da wir entgegeben, dass die sollen dazu kommen, wo die wissen, das komme ich nicht nur. Aber der Trouble ist, nur in dem Neuen Testament sind die Fehler, wo das Neue Testament gleich so lesen, dann ist das Alte Testament deuten. Die haben Jesus nicht gefunden, die sind nicht von nie geboren, die waren bloß haben, dass somebody soll sein, was kann wir tun und was kann wir nicht tun. Und da werden, du sind dort Kirchen, wo du sei, nie in dem Neuen Testament noch sei, gesetzlich sein. Und die haben all die Regeln. Und du sind so viele Menschen, wo du ganz möglich bist. Das verändert viel leichter. Sei mir bloß mal
krijg waar ik me kan aankleiden en waar ik niet kan. Wat kan ik doen, wat kan ik niet doen. Kan ik mooi swatchen, kan ik niet doen. Je hebt me mal de list, waar ik kan zeggen, is ik dit nu kommer niet. Dat ik kan betalen vertrouwen hebben dat wat goed zijn met mij. En dat is niet te wat het Nieuwe Testament is. Het Nieuwe Testament is voor geloven, dat we kunnen lezen, dat we eerst kunnen zeggen, wo weit we zijn van God, en dan dat we den ook vinden. En zo, dan zegt hij in vers 6, aber de gerechtigheid uit den geloven zegt zo, zij niet in die hart, wer wil in den Himmel niet voeren, dat is om Christus raufvoeren. So, dit is een struggle, wat veel van ons hebben. En dat staan, wanneer we door struggling doen. Dit punt, waar we aankomen, waar we, oké, ik kan het alle verstaan, ik kan het alle zeggen, ik kan het zeggen waar ik niet zijn dat nu kom wat God wil hebben, ik kan het zeggen dat Jezus zijn gerechtigheid als krijg wat mij veelt, maar waar kan ik dit nu nog even switchen? Waar kan ik dit nu nog, wat moet ik doen dat het niet jaarlijk is, dat Jezus voor mij stierf? En zo zegt Paulus, de gerechtigheid van geloven zegt zo, zij niet in die hart, wer wil in den Himmel niet voeren, dat is hem Christus raufbrengen. Du hast nichts. Du hast nichts, was wir können tun, um Christus raufbringen. Hij kam al. Hij starb für jene Sinn, für unsere Sinn. Du hast nichts, was wir können tun, um den raufbringen. Für nächste Vers. Oder, wer will in den Aufgrund raufstehen, das ist, um Christus von der Doge abzubringen. Okay, somehow moet ik das geloven, wat ik in mijn kop heb, moet ik dat topvoeten met Jezus. Aber wo kann ich den raufbringen oder wo kann ich den abbringen? Aber das Wort Gottes sagt, das ist nicht, was es ist. Nicht verhellen. Wer will, wo kann wir den raufbringen oder wo kann wir den abbringen? Aber was sagt er? Da wird es dich bieten in den Mühl und in den Hort. So, kriegst du das letzte Mal vertalt von das Recipe von Radung. Viele von uns wurden nicht gleichen, wenn Paulus Samuel had in een van de brief in kraken zinder gebed hij geschreven, dit is de gebed wat hij moeten beden, dit is de wat hij moeten alles naar vrouwen en dan passiert dat. Maar dat is niet wat het schoof. Dat is niet wat het schoof. God heeft dat gewählt, dat het zal der Segen zijn en der Segen waar je God kan leren en der God kan leren dan waar je geloven hebt. En daar weer maar in het Nieuwe Testament, bij Apostelgeschichte durchlezen, dan de bekering passiert verschieden in de ganze Geschichte. Petrus met Cornelius, Petrus predigt door en den tijd wat hij predigt, dan valt de Heilige Geest op en op en dan geloven en dan vangen we aan in tongue te reden. En andere, die geloven al en die werden bekeerd en dan worden hang op gelegd en kregen de Heilige Geest. Er werden zo verschieden en God heeft dat met vliet gedaan, dat we niet willen zijn het Nieuwe Testament lezen, zoals ze het Oude Testament lezen deiden. Oude Testament lezen, dat we zo klaar te zijn, wanneer die oprechtig wirst in hart, because Oude Testament lezen zijn, nope, ik had het niet gedaan wat hier verlangt wordt. En zoveel proben allemaal waar de Nieuwe Testament krijgt zo te lezen. De Nieuwe Testament is een ganz nieuw bund, en dat is een bund van geloven. Maar wat zegt hij? Dat wordt als dich bieden in den Mühl en in den hart, dat is dat woord van geloven, dat we predigen. Ik had het veel moe in mijn christelijk leven gezegd, waar somebody een gebed gezegd heeft, en de prediger ook tegen zegt, oké, nu best je om geloven, en du aber keine vrucht weer. Du wil geen anderes, niks passiert. And so, thank you very much. So ik heb me aan zei gevraagd, hoe moet het krijgen? Wat is de recept om in geloven aanbrengen? En ik zei, wat doe je kom waar ik bloos geloof, dat du is bloos geen recept. Dat einzige recept is, God kan leren wat je aan geloofs. God kan leren wat de geloven in die hart is.
viele, wir haben hier noch ein Zeugnis, wo somebody prüft, sich zu bekehren, und die sein Gebet, und die sein nach Himmel, und die sein nach Himmel, die sein nach Himmel, und nichts passiert. Aber irgendwas anderes passiert, dann kommt dem Glauben an. Was ich will uns tun, ist, dass wir uns abmerken, entscheiden dann, ich will singen, und ich will freuen, und ich will beten, und ich will lesen, aber ich im Kleinen sein. Aber Gott mir durch seinen Heiligen Geist Zeugnis gibt, dass ich ein Kind Gottes sein, dass ich mich ab dort bühen. Dort wird es dich bieten, in den Müll und in den Hort. Dort ist das Wort von Glauben. Dort wir predigen. Gott sein Wort ist das einzige Wort. Das ist der einzige Wort, was du wirklich kann Glauben bringen. Du sind viele, wo du in Profession hast, wo du seine sind im Glauben gekommen und die haben sehr wenig die Bibel gelesen. Somebody hat die bloß haben beten oder whatever und du sind, ich will nicht sagen, dass die eins nächstes dort im Glauben kommen, aber die haben wirklich sehr wenig Grund, an was Gott sein Wort sagt. Und so sei leicht, sind die immer wieder in Zweifel. Und wenn die in das Zweifel sind, dann einmal fragen die eine Ruhe oder fragen die eine Halb, und so sei fertig, was die drei gewesen, das Gebet, was du siehst. Du hast kein, ein Beispiel, wo ich würde denken, ist, wenn einer das sagt, du bist ein großes Loch und du sind Kinder, wo du dich beispielen und du hast dir auch gesagt, hey, pass auf, die wollen bei mir nachfahren, wenn du nachfahren, dann komme ich du weg raus. Und die horchen nicht nur die, aber die sitzen, du wissen ja vor, aber einmal fällt ein Kind an. Und er schrie bloß ab, hey, ich bin in die Nähe gefallen, halt mir raus. Jeder ein von uns Männern, und früher, wir immer, ich glaube, wir wurden alle, würde heran und dann, was immer wir können, dann das Kind dort halten. Wie das schrie. Und das mit, wo der Glauben schafft. Wenn du wirklich Glauben hast, dann das gleich, dass du, was soll ich das sagen, Magic Words sein. Du sagst nicht in gewisse wird, wenn die Sünder schworen, diese wird sein, dann wird Gott kommen. So sei wir nicht und so ist Gott nicht. Wenn Gott oder ich sieht, diese Menschen, die schrien wirklich, die ropen an mich und die glauben an mich, dann kämpft er. Dann reicht, wenn er nicht alle rechte wird sein. Ein anderes Beispiel von der Salje, weil ein Kind wird in die Nähe fallen und die ran zu haben, was sie rüt haben, und dann sagt er, oh, ich will hier noch nicht rüt. Sagt, well, ich muss dort wieder aufschaffen und ich kann hier nicht lernen, ich sind hier rüt, haben die nie wieder zu rüt haben. No, ich will hier nicht rüt. Wenn ich rüt will, dann wo ich sagen, hey, Antje, komm, hol mir rüt, dann muss die Fuß kommen. Wenn das Junge mich hier würde krack bemachen, was ich würde sagen, dann, wenn der ist, in gewisse Weise fragt, dann wo ich bloß glauben, ich bin hier zum die raten, und weißt du das oder weißt du das nicht. Wenn die mich danach prüft, fair zu sein, wo ich das soll, dann wo ich mit zusammen, dann, wenn die nicht rein bist, zum Raten kriegen, so es ich will, dann, wo kann ich das sagen? Auf Englisch würde ich sagen, you're in no position to negotiate. Ich bin der, der die Konflikt haben, du bist der, der Hauptfehlt, dann wirst du sagen, zu mir sein, was immer, wo immer das schafft. Und ich feil einmal, der Radung ist uns weit auf, oder wir können das nicht begreifen, oder wir finden das nicht, wir haben zu sehr, Gott gesagt, wenn es ist alles was so und so und so, dann ja. Ich will gerat sein, ich will ewig Leben haben, aber ich will nicht haben, ich will nicht ein Prediger sein. Ich will keinem das vertrauen, was mir passiert. Dann Gott ist dann in der Stelle, wo er sagt, okay, wenn du erst kommst und sagst, ich will der Radung kraken, don't vote, dann will ich dir raten. Wenn die Sünder, die gerat sind, nach Gott kommt und sagt,
ja, ik wil de radung, ik wil eeuwig leven, aber op deze bediening. Dan, met den hart Gott nicht. Gott als die, wat kon die bediening merken, hij heeft ook. En wenn wir noch sagen, ja, aber, let's sweeten the deal a little bit, nicht? Das nicht, wer Gott ist. Und wir sind in keiner Position. Wenn wir nach irgendwas zu starten uns haben, dann sind wir noch nicht durch, wo wir können sagen, wo das Loch ist. Und wo das bloß allmählich, wenn das mal auf einmal zu weit aufgeht und ich den mich nicht mehr kann hören, dann sind ich hier fast und ich sterbe hier bin. Und so, ich glaube für mich, dass wir ein Part, was wir sehr holen, ich habe gewisse Dinge, wo ich Angst habe, dass Gott würde bei mir verlangen und durch wen wir ich nicht rein. Und Gott rät mich nicht, aber ich war durchgekommen, wo ich sage, kriegen don't Wort. Vers 9, dort wann du mit den Mühl den Herrn Jesus bekennst und glaubst in den Hort, dort Gott von der Doge abgeweicht hat, dann wirst du gerettet worden. Das ist ganz klar. Aber ich will noch einmal abdrücken, dort sagt du, und glaubst in den Hort. Du hast ein Glauben, wo du mit taub sind, mit dieser Welt, wo wir Gott anrufen. Und wenn wir all bereit haben, eine bestimmte Zeit, ja, ich war, aber noch nicht diese Sommer soll nach der Schein nur der Sommer war ich. Dann dort bewies bloß nach Hammer, dort du in den Hort hast noch nicht gesehen, in wie viel Trübel du bist. Du hast noch nicht gesehen, in wovon großes Gefahr du bist. Wenn du hier stehst, dann hast du seine keine Bedienung bei. So das Glauben, der muss du sein, und wenn ich glauben, du erst den Müll Worte bekannt. Wenn du das erst kurz begreifen, wo Jesus für dich tun hat, du kannst nicht treffen von der Zeugen und von der Reden. Und so, und der Heilige Geist, der gibt uns Zeugnis. Ich habe besonders gemerkt in den Baptistenkirchen, ich rechne viel von der Doktrine, vielleicht nicht alles, was die glauben, aber in großen Stadt sind die immer sehr Fan gewesen, haben das Wort Gottes ausleihen und das Reich dauern und weiten zu Wort Worte zu bringen. Aber in das ein Stadt, wo ich einmal kann sagen, die haben zu viel Vertrauen auf die ein Gebet, was die sagen, und dann sind die gerat. Und weiter, wenn die in Zweifel kommen, dann erst einmal war als die Frau, setzt du nicht das Gebet, hast du nicht mit dem ganzen Hort gesagt, und die glauben, als steht auf das Rechte. Ans Glauben steht auf was Jesus tut, nicht auf was wir tun. Und wenn wir all die Einstellung haben, dort, hey, ja, ich will mir raten, und wenn ich stehe, dann will ich die Gebet sit sein, und dann will ich für sie Rat sagen. Die vertrauen nicht auf was Jesus tut, die vertrauen erst auf was ich tue. Und wenn ich geschreit sein, dann will ich das tun, will ich diese Magic Wert sein, und dann muss Gott mir raten, und dann will ich gerat sein. Und so viele Proben dort, und die kommen nicht durch mit Gott. Ich will bloß haben, dass das nicht jetzt, das sind Teil, wo du haben, sind mit dem Prediger oder was immer, sind auf die Knie gewesen, die haben die Gebet gesagt, und die sind wirklich bekehrt, das sind Teil. Aber das sind Teil, wo du nicht willst. Und viel von denen, wo die Radung nichts dort fangen, die haben sich auch geschmiert. Wenn die dachten, die wollen Frieden haben mit Gott. Die dachten, die wollen leichter sein. Die dachten, die wollen nicht Angst haben mehr. Die wollen nicht kämpfen. Und das soll alle. Das ist alles, was da passiert. Aber dann, wenn die erst diese Gebet haben gesagt, wird irgendwas vergelegt, und du aber nicht anderes als, die haben kein Sieg über den Sinn, die haben kein Verlangen, Gottes Wort zu lesen, haben kein Leib für Gottes Wort, haben kein Leib für die Kirche, und du hast kein anderes passiert.
dann glauben die, okay, ich habe Christentum geprüft und das schafft nicht. Ich habe das geprüft und das ist nicht anders ist was ich erst prüfen darf. Du hast einen Unterschied. Wenn wir Gott fingen, wie Gott sein Yes in uns haben und das Zeugnis in uns haben, du hast ein anderes. So, wenn die dort noch nicht gefangen haben, ist die, wovon die Gebet gesagt haben, wenn die dort nicht gefangen haben, gib nicht ab. Les Gott sein Wort. Les Gott sein Wort. Bet. Gott ist der Einzige, der uns kann, den sein Wort offenbaren. Er ist der Einzige, der uns da kann nach den Glauben in uns nehmen. Vers 10, wer mit das Wort glaubt, wird gerecht, und wer mit das Mühl bekannt, wird gerat. Wird die Schrift sagt, wer immer in Arm glaubt, wird nicht zerstören werden. Nächste Sonntag, wo wir wieder gehen in diese selbe Text, aber dort ist Gott, ist Reut, zu raten. Er lügt, da wir waren am Anrufen. Das nicht in unser Hang nach ein besseren Deal mit Gott. Wenn wir das noch nicht können sagen, wo sei neidig uns der Radung fehlt. Gefehlt hat viele von uns sind auch bekehrt, aber das ist so sehr wichtig, dass wir können sagen, wo sei uns neidig uns das fehlt, und dass wir zu Gott sein, was immer. Müssen don't, wo mein Leben haben jetzt von hier, ich will mein Leben mit die Taub, mit Gott taub. Ich will für Gott leben, kriegen don't wollt. Und dann in seiner Ferien kriegt dort, wo wir Angst haben, was Gott würde von uns verlangen, das tut ich nicht mehr. Glauben ist, der Radung ist einfach. Das ist bloß der Glauben. Und der Einzige, wir sind der Einzige, der das einzige Mal nach Schwander merken, die wacht eine Frieden mit Gott Schwander merken. Wenn wir es sein, eine Geschichte, wo ich futz und doch, als ein Prediger, der vertalt mit einem Sünder, und das Prediger, ich glaube nicht, dass die Mats abhören mit Schmieden, dass die Kosten bekehren. Die Sünder, die sollen nach Gott kommen, kriegst du das erst. Was immer du hast, du brauchst das nicht alle erst offline. Du musst Büße dann von dort, und dort mein Wegdrehen von den ihnen denken und nach Gott drehen. Und Gott wird dann auch in den Hort schaffen. Ich schmeck nach, wir gleich nach 3 Monate bekehrt, ich ab hier mal schmecken. Aber hier mal eine Geschichte von einem Prediger, der vertalt mit einem Sender, und die reden an von Jesus. Und der sagt kurz, ja, ich will mich einen Tag bekehren, aber ich will kein Mal ab hier mit schmecken. Dort war ich nicht da. Und das Prediger, die wir wissen, die wissen sagen, du warst Mann. Nicht wie Gott dort verlangt, von einem von uns, dass wir wollen einen Sinn abgeben, wenn wir am Schein. Der will haben, dass wir sagen, komm, du kriegst es wie sein. Aber wenn wir es sein, nee, das ist das nicht. Das war ich nicht da. Das war ich nicht abgeben. Gott wird sich nicht spotten lassen. Dann weiß Gott, okay, du hast einen anderen Gott, wo der Feld gerade hast gesagt. Du hast das ist sogar, wo einmal zum Gott gemerkt, nun musst du den abgeben, ehe du nicht kämpfst. Eine Geschichte, wo der Prediger vertalt, das Prediger, der dort nicht Menschen eine Fähren kriegen, auf Englisch sagen wir einmal Altar Call, die sind nicht, der predigt bloß, und Menschen, wenn die glauben, dann bekehren sie sich. Na, einmal wieder einer redet mit dem, und das ist einer, der sagt, der will sich einfach bekehren, aber als es dort eine Fähren kommt, dann wurde ich keiner da. Und das Prediger, der weiß, okay, wie erst keiner wohnt zwischen dir und Jesus. Aber nie hast du da eine Heilstadt. Nie hast du zu Gott gesagt, dort würde ich nicht wahnstehen zu tun. Aber ich für ewig leben, für Sündenvergebung. Dort eine Fähren kommen, für die Menschen, dort war ich keiner da.
En dat prediker die wist. De einzige weg, wat die dat wat doen. En dan die bekeert zich nog Stadt Luther. Aber die prediker, die kreeg hem naar Affären. En niet persoonlijk, aber die had dan een altar call en ze stond geen in Affären en die bekeert zich. En zo, du hast kein Zwischen uns en Jezus, bloß onze zin en hij is ganz recht dort ab te reden. Wir zijn bloß naar den komen, an den onroepen vergeloven. Aber wenn du irgendwas hast, was wir haben abgerecht, was wir haben gesagt, ich will, aber bloß auf diese Bedienung, dann muss wir wollen sein, dann sagen, Gott, diese Bedienung, was ich hier habe, freigelegt für dich, in Ewigkeit, nur was wollen die Leute? Wenn ich für ganz Ewigkeit in der Halle sein, wo ich dann kann sagen, well, ich will so schon ab dir mal schmecken, ich schmecke einen Hammer. Nicht? Wenn wir Dollar denken an die Ewigkeit, was halten die Dinge danach, was wir haben Gott vielleicht und sagen, ja, du bist nicht viel wert, aber nicht ganz so viel ist das ein Ding, was ich hier nicht will loslassen. Okay.